Lepo pozdravljeni na letošnji izvedbi Mednarodnega kritiškega simpozija Umetnost kritike 2021. Z mano pa pred računalniškim ekranom in mikrofonom Andreja Sunta-Vega, literarni kritik, pisatelj in pesnik iz Avstrije, ki je prejel za svoje delo dve večji nagradi, in sicer nagrado Manuskripte leta 2016 in nagrado Graške akademije leta 2009. Poznan pa je predvsem tudi kot urednik in pravzaprav vodilna oseba legendarne revije Manuskripte. In danes bova spregovorila o vlogi literarne kritike, predvsem pa o vlogi literarnega kritika v Avstriji, mogoče tudi širšem nemško govorečem prostoru. Seveda pa ne bomo izpustili vprašanj, ki zadevajo refleksijo slovenske literature v Avstriji in v nemškem govornem prostoru, in bomo mogoče tudi razmislili o tem, kako se naj Slovenija optimalno predstavi na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2023. Andreas, lepo pozdravljen med nami. Andreas govori tudi slovensko oziroma razume slovensko, tako da mislim, da če sem karkoli narobe povedala, me bo popravil, pa se pogovarjala v nemškem jeziku. Ja, hvala lepa. Dober dan. Ja. Ne vem, če nisem res literarni kritik. Jaz sem včasih pisal kritike, ampak ne profesionalno. Vsekakor si pa zelo pomemben literarni urednik, če lahko tako rečem. Manuskripte so revija, prvič legendarna revija, kot se lahko poudari, ampak seveda tudi revija, ki je predstavljala bloke slovenskih avtorjev, torej tematske sklope slovenskih avtorjev. Velikokrat ste v bistvu že sodelovali s slovenskimi avtorji in avtoricami, in se mi zdi, da je to zelo pomembno, ravno ko se sprašujemo pač o promociji slovenske literature v nemškem prostoru. Mislim, da je Manuskripte tukaj zelo pomembna odskočna deska, mogoče tudi ne. Aber jetzt wirklich auf Deutsch? Ja, auf Deutsch. Auf Deutsch, genau. Ja, gleich die erste Frage zu Manuskripte kommen wir noch und auch zu den Slowenen. Aber zuerst vielleicht, wie steht es um die Literaturkritik in Österreich? Welche Genres es gibt und natürlich also im Vergleich auch zu den anderen Kunstreflexionen, Filmkritik, Theaterkritik und so weiter. Ja, also in Österreich gibt es Literaturkritik, das existiert zum Glück noch. Sie findet statt in Printzeitungen, würde ich sagen, also immer noch zu einem großen Teil in Printzeitungen. Da gibt es die großen überregionalen Zeitungen wie die Presse oder den Standard, Wochenzeitungen wie den Falter und die Furche. Und dann gibt es regionale Zeitungen, die vielleicht für ein Bundesland oder für zwei Bundesländer zuständig sind, wie zum Beispiel die Kleine Zeitung, die bei uns in der Steiermark wichtig ist und auch für Kärnten wichtig ist. Und zu diesen großen Tageszeitungen, die eine große Tradition haben auch, oder Wochenzeitungen, gibt es dann auch die Online-Versionen dazu, die dann manchmal eben vertiefende Inhalte noch anbieten, was ja auch schön ist, oder Diskussionsmöglichkeiten, Diskussionsforen. Dann findet Literatur natürlich auch statt, Literaturkritik auch statt im Fernsehen, ja, also TV, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, vor allem im ORF, gibt es eine Literatursendung und Kultursendungen, einen eigenen Kultursender ORF3, wo auch immer wieder Literatur und Literaturkritik vorkommt. Und auch im Privatfernsehen bei Servus TV gibt es auch eine Literatursendung mit unter anderem Theodora Bauer, einer jungen Dame, die auch den Manuskripte-Förderpreis mal gewonnen hat.
Und Radio finde ich jetzt auch sehr wichtig, was Literaturkritik in Österreich anbelangt. Da ist natürlich vor allem Ö1 zu nennen. Ö1 ist der tolle österreichische Kultursender. Dann findet es auch auf FM4 statt. Ja, FM4 ist der Jugendsender. Die haben auch immer wieder Beiträge über Bücher und natürlich machen auch, also ist es auch verteilt auf alle Bundesländer. Ja, jede regionale ORF-Station macht auch immer wieder eine Literatursendung, in der Literaturkritik quasi vorkommt. Bei uns in der Steiermark ist das sehr engagiert durchgeführt von Ilse Amenic. Literaturblogs sehe ich in Österreich noch nicht so viele. Es gibt Initiativen wie die Poesiegalerie zum Beispiel und kleinere Privatgeschichten, aber so richtig irgendwie eine hippe Szene oder so, die auch jetzt ernste Literatur betrachtet, ja, und nicht nur Fantasy-Literatur, das habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ja. Und wenn wir es vergleichen mit anderen Kunstsparten, ich weiß nicht, was das richtige Verhältnis wäre. Es könnte alles ein bisschen mehr sein, ja. Ich habe den Eindruck, dass der Film nimmt natürlich viel Raum ein, allein durch die ganzen Hollywood-Blockbuster, die müssen alle besprochen und vorgestellt werden. Ja. Theater nimmt auch viel Raum ein, aber also anstatt das gegeneinander auszuspielen, würde ich eher sagen, alles mehr wäre natürlich immer schön, ja, für uns Künstler. Ja. Meinst du, dass sich die Literaturkritiklandschaft verändert hat in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren und wie in Österreich? Ja, der Platz ist mal weniger geworden. Der Platz, der zur Verfügung steht, ist eindeutig weniger geworden. Der letzte Einschnitt war durch Corona. Da wurde viel gespart und dann wurde wieder eine halbe Seite oder eine Seite gestrichen, ja, also in den Zeitungen. Und wenn wir die Texte selbst anschauen, die Literaturkritiken, die sind natürlich auch kürzer geworden. Also die schlimmste Version dessen ist, dass nur noch das Cover des Buchs abgebildet wird und dann gibt es Sterne dazu. Ja? Also ein Stern ist schlecht, fünf Sterne ist gut. Das ist so die Kurzkritik, die es gibt, vielleicht mit einem kurzen Text, aber das ist dann nur so entweder ein Inhalt, also was in dem Buch passiert, oder irgendeine leere Phrase, ja, eine Floskel wie, das ist fantastisch oder phänomenal. Und da ist natürlich ein bisschen die Gefahr, dass dann das Buch selbst ein bisschen fantastisch und also zu einer Fantasie wird und zu einem Phänomen, weil das ja, es ist völlig oberflächlich, ja. Es geht natürlich parallel dazu, haben wir gesehen, also dass es Dinge wie Instagram gibt, ja, wo das im Prinzip ähnlich funktioniert, ja, dann meistens ohne Kritik, sondern das ist dann nur noch das Foto des Covers. Und was ich interessant finde, ist, dass die Autoren und Autoren das eigentlich mitmachen. Wenn sie Werbung machen für ihr Buch, dann fotografieren sie das Buch auch vor einem Baum oder vor einer Blume oder neben Lego-Steinen, ja, und machen Fotos von dem Buch. Es ist dann so wie bei dem Film Amélie Poulain, der französische Film, wo der Gartenzwerg um die ganze Welt reist. Das Buch wird dann überall aufgestellt. Es ist vielleicht gar nicht mehr zum Lesen gedacht, sondern nur zum Anschauen und Fotografieren. Ja? Also das ist so etwas, was ich beobachte. Ich glaube, dahinter steht auch ein bisschen, dass so die Grenze zwischen Kritik und Werbung verschwimmt. Ja, also das sieht schon fast gleich aus, ob das jetzt ein Inserat ist oder ein Werbefoto oder die Kritik des Buches, das sieht dann im Endeffekt gleich aus. Ja, es ist ja, es legt vielleicht etwas offen. Ich meine, diese Beziehung gab es ja ein bisschen immer schon. Ja, also wenn zum Beispiel große Verlage, die große Inserate in Zeitungen geben, die wollen dann natürlich nicht, dass daneben eine schlechte Kritik des Buches steht und so ein gewisser Druck von der Seite der Werbung auf die neutrale Kritik war ja immer schon da. Und der wird jetzt, also jetzt wird die Grenze ein bisschen nivelliert. Ja.
Ja, genau. Und damit ist verbunden wahrscheinlich auch automatisch die Frage, wer kann Kritik, Literaturkritik überhaupt schreiben? Also wer ist, soll man das professionellen Leuten anvertrauen, die irgendwie Literaturwissenschaft studiert haben, die sich mit Literaturkritik mehrere Jahre beschäftigen, die professionellen Leser sind? Oder gibt es wirklich, haben irgendwie welche Rolle auch irgendwelche Meinungen ja, von nicht professionellen Lesern? Wie hat sich diese Rolle irgendwie entwickelt oder verändert oder überhaupt, wie gesagt, schon am Anfang, wer kann überhaupt Literaturkritik schreiben? Ja, im Allgemeinen denke ich, dass je mehr Aufmerksamkeit da ist, desto besser. Und ich würde das, also die Reflexion von Literatur nicht nur den Profis überlassen, sondern also das sollte wirklich, das können wir ja auch nicht entscheiden, wer darf oder wer nicht darf, sondern also das ist ja schön, wenn die Leute sich damit beschäftigen oder darüber erzählen oder an ihren Blogs oder auf ihrer Facebook-Seite sagen, ich habe dieses Buch gelesen und es war phänomenal, dann ist das wunderbar. Was aber schade ist, also was nicht verschwinden darf, denke ich, ist diese klassische Literaturkritik, wo sich jemand wirklich profund mit einem Text auseinandersetzt. Äh, und also was macht einen Kritiker aus? Ich würde sagen, ein professioneller Literaturkritiker, ein wirklicher Literaturkritiker oder eine Kritikerin, das ist jemand, der nicht nur die Inhaltsangabe wiedergibt oder den Klappentext wiedergibt und dazu sein Gefällt mir, Daumen hoch oder Daumen runter wie auf Facebook dazu gibt, sondern jemand, der auch die Kompetenz hat, den Text nach seinen ästhetischen Kriterien zu befragen und diese dann auch vermitteln kann. Ja? Der auch die Sprache hat dafür, der auch unterscheiden kann zwischen einer neutralen, wertungsfreien, kritischen Sprache und einer Werbesprache, die Stimmung macht für irgendetwas, ja, zwischen einer Propaganda. Das ist schon wichtig. Und es gibt sie ja noch, die guten Literaturkritikerinnen und Kritiker, die das nach diesen Prinzipien machen. Es sind nicht viele. Ja, ein Problem ist sicherlich, dass das oft so ein bisschen vielleicht hängt es mit dem Stellenwert der Literaturkritik auch zusammen. Das wird häufig gemacht von Leuten so aus einer äh, bisschen so als Gelegenheitsjob oder aus einer Notlage heraus. Die sind dann nicht professionell. Das sind dann Studenten oder sehr häufig junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ein bisschen Geld brauchen und dann eben eine Kritik schreiben für einen Blog, aber auch für eine Zeitung vielleicht. Und die können das dann halt einfach nicht und wollen das auch vielleicht nicht. Ja. Ich kenne das Problem selbst auch. Ich habe gesagt, ich bin kein Kritiker. Ich weiß nicht, ich glaube, 10 Literaturkritiken geschrieben oder so. Ich habe das immer gemacht, entweder weil ich eben mir gedacht habe, kann ich was verdienen, also kann ich Geld verdienen, das ist schön, oder ich kann ein Buch vorstellen, das ich gut finde. Ja? Aber das sind dann schon, also das ist schon mal schlecht, wenn ich als Kritiker ein Buch vorstellen will, das ich gut finde. Und man kann es dann auch nicht. Also wenn ich eine Kritik schreibe, das Beste, was mir gelingen kann, ist eine gute Imitation einer Kritik. Ich kann das mit der Sprache nachspielen und nachstellen. Aber eigentlich habe ich das nicht gelernt und es ist schon schön, wenn das von Leuten ausgeübt wird, die das vielleicht studiert haben. Ja. Man kann das ja in Deutschland zum Beispiel studieren. Also das sollte nicht verloren gehen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und hat sich diesbezüglich auch die Leserschaft verändert? Was meinst du? Also ich würde jetzt die klassische Leserschaft nennen, die Feuilletons in Zeitungen liest zum Beispiel. In dem Sinne, hat sich jetzt in den letzten 20 Jahren auch hier auf der Seite des Rezipienten was geändert? Ja, das kann ich vermuten. Ich vermute, dass
die klassische Leserinnen- und Leserschaft des Feuilletons ein bisschen älter geworden ist. Ja, also der Print ist eher dann schon ein Phänomen für ältere Generationen, während die jungen Leute sehr viel online rezipieren. Ja. Auch ich rezipiere sehr viel online. Da bekommt man einfach aus vielen verschiedenen Quellen einen Überblick. Aber die Lesezeit auf Twitter oder Instagram oder selbst wenn ich einem Link folge, ist dann viel kürzer als bei einer Wochenzeitung oder Tageszeitung. Ja. Ich versuche das nicht zu verlieren. Ich versuche auch die Zeit oder so zu lesen. Ja. Aber das ist wirklich, also da muss man sich hinsetzen und das dauert eben dann in 10 Minuten, dass man da einen Artikel liest und das entspricht nicht ganz der Zeit. Also ich denke, dass die Leserschaft des klassischen Feuilletons ein bisschen älter geworden ist. Der Printzeitung, während im Online-Bereich dürfte es bunt gemischt sein. Also so zum Beispiel ein großes Online-Forum wie vom Standard, der österreichischen Tageszeitung. Eindruck, da gibt es auch immer Kommentare dazu und dass das sehr gemischt ist zwischen jungen und alten und älteren Leuten. Ja. Wenn wir schon bei der Rolle des Kritikers sind, wie ist es eigentlich mit dem sozialen Status des Kritikers in Österreich und finanziellen natürlich? Du hast gesagt, man kann Literaturkritik und Literaturwissenschaft natürlich studieren, man kann das professionell machen irgendwann, aber kann man damit auch leben? ähm, ich nehme an, es ist so ähnlich wie in der Literatur selbst, dass es nur sehr wenige Leute gibt, die wirklich von der Literaturkritik leben können, in Österreich zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe da keine statistischen Daten dazu. Man sagt immer, das sind höchstens 10 Leute. Ja. Das sagt man in der Musik und man sagt es in der Literatur. Und ich glaube, es stimmt auch in der Literaturkritik, also dass man, wenn man das professionell macht und keinen anderen Job hat oder keine andere Unterstützung, kein Erbe, keine Wohnung oder so, und wenn man womöglich noch Familie hat, dass man dann davon leben kann, ich glaube, das ist sehr schwierig. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen als Literaturkritiker. Also ähm, das ist vielleicht ein bisschen ein Problem, ja, weil es gibt zwar viele Leute, die des Geldes wegen eine Kritik schreiben wollen, aber es ist so wenig Geld, dass es wirklich Leute sind, die ganz am Anfang ihrer Laufbahn stehen oder so und eben noch nicht viel Erfahrung haben und das ist halt auch für die Qualität dann vielleicht nicht so gut. Mhm. Und welchen Resonanzraum hat eigentlich die Literaturkritik und die Rezensionen? Kann man, und jetzt sind wir schon bei den Fragen im Bezug auf die slowenische Literatur, kann man durch Literaturkritik auch Räume schaffen für neue Literaturen, für nicht bekannte Autoren und Autorinnen? Ja, ich denke schon, dass das möglich ist. Ja, es ist, es gibt immer wieder mal so eine Initiationszündung, eine Kritik, die in einer prominenten Zeitung prominent platziert ist und die dann andere Kritiken auslöst. Ja, das macht den nächsten Kritiker, die nächste Kritikerin aufmerksam und so kann so ein Schneeballeffekt entstehen. Ja. Ähm, ich denke schon, dass das möglich sein könnte. Ja. Ich weiß nicht, ob man es planen kann, aber für die slowenische Literatur, es wäre schön, wenn so etwas passieren würde, wenn es ein Buch gäbe, das zu so einer Art internationaler Modeliteratur wird, das dann in mehreren Zeitungen einfach besprochen wird. Ja. Ähm, sozusagen. Man kann, also es ist so ähnlich vielleicht wie mit Literaturpreisen, da kann man das auch beobachten manchmal, dass jemand bekommt einen Preis, das ist überraschend, dass er den Preis bekommt, aber das löst dann so eine Kette aus. Also dann kommt dann noch ein Preis dazu und noch ein Literaturpreis und der Autor oder die Autorin erscheint immer besser, ja, weil jetzt hat er auch diesen Preis und diesen hat er auch noch einen und erscheint so immer wichtiger und wird so mehr
wahrgenommen. Also das wäre der slowenischen Literatur oder zumindest einem Vertreter, einer Vertreterin sicherlich zu wünschen. Ja. Mhm. Und was von der slowenischen Literatur ist in Österreich bekannt? Also jetzt von den zeitgenössischen Autoren und Autoren würde ich sagen, dass das Alice Steger ist ein Begriff, Drago Janša wird ein Begriff sein, und in der Lyrik Anja Sack-Golob und Uroš Zupan vielleicht. Also das sind die Autorinnen oder die Autorinnen und die Autoren, die in größeren deutschen Verlagen publizieren. Also das bekommt dann eben auch durch Kritiken und durch Rezensionen eine breitere Aufmerksamkeit. Ja. Das ist dann anders als wenn es in einem kleinen Verlag, einem regionalen Verlag, in einer sehr kleinen Auflage erscheint. Das wird dann eben nicht so wahrgenommen. Ja. Aber im Allgemeinen denke ich, dass es fremdsprachige Bücher haben, ist natürlich schwer. Also wie soll ich sagen, es gibt so diese internationale Modeliteratur, die muss besprochen werden, die wird in der Zeitung kritisiert. Und in Österreich durch die vielen regionalen Zeitungen, dann kommen die regionalen Autorinnen und Autoren dazu. Aber was dann untergeht, sind die anderen Österreicher, also die haben ihre eigenen regionalen Zeitungen. Und für ausländische Literatur, die jetzt nicht Mode ist, nicht gerade der letzte Schrei, ist das manchmal wirklich, wirklich schwierig, kann ich mir vorstellen. Ja. Mhm. Obwohl da in Österreich doch vielleicht die Situation ein bisschen anders ist als in Deutschland oder in der deutschsprachigen Schweiz. Hier gibt es trotzdem Kärntner Slowenen, eigentlich große Namen, die auch große Preise jetzt in den letzten Jahren bekommen haben, wie Florian Lippusch oder Maja Haderlap. Ist Genau, da ja. irgendwie vielleicht so eine engere Verbindung zu den Slowenen durch die Kärntner Slowenen? Was meinst du im Vergleich zu anderen deutschsprachigen Raum? Ja, das sollte auf jeden Fall da sein. Ja. Es ist interessant, ich habe sie jetzt natürlich nicht genannt, die beiden, weil das sind für mich Österreicher. Ja, oder so wie der Fabian Hafner ist für mich auch ein Österreicher, aber stimmt, ja, slowenischsprachig. Ich hoffe schon, dass da eine engere Verbindung da ist und ich gehe schon davon aus. Und die Frage ist, ob die Verbindung eng genug ist. Also das überrascht mich immer wieder, wie fern Slowenien dann doch wieder ist hier in Österreich. Also sowohl in der Literatur als auch überhaupt im Alltag. Also ich sitze jetzt hier zum Beispiel in Leibniz, ja, also ich glaube, es sind 13 Kilometer Luftlinie bis zur Grenze. Aber im Alltag in der Stadt, man sieht es nicht, ja, also man bemerkt es nicht. Man könnte genauso gut 130 Kilometer davon entfernt sein. Und das finde ich sehr schade. Ja. Es gibt zwar immer wieder Initiativen, um das zu ändern und hier etwas und dort etwas. Und die Leute, die am Markt das Gemüse verkaufen, sind aus Slowenien oder so. Aber trotzdem ist da die Grenze ist wirklich also noch ein ungelöstes Problem. Das ist wirklich eine große, nehme ich als große Mauer wahr, ja, die jetzt wieder ein Stückchen gewachsen ist in den letzten Jahren. Aber natürlich weiß man in Österreich zumindest, wo Slowenien ist, denke ich. Ja. Es gibt zwar vielleicht manchmal kleine Verwechslungen mit der Slowakei, aber hier in der Steiermark, in Kärnten, da sollte das auf jeden Fall klar sein. Und das ist sicherlich ein Unterschied zu Deutschland oder so, wo das einfach fern, ja, also es ist irgendwie da im Süden, man weiß, aber man weiß nicht genau. Ja. Ja, du arbeitest, bist Chefredakteur von Manuskripte. Das ist eine sehr, sehr berühmte Literaturzeitschrift aus 60er Jahren. Alfred Kollrich war der berühmte Redakteur von der Zeitung. Eine Zeit lang wart ihr zusammen, ne, als Redakteure. Ja. Er ist leider von uns gegangen, ist gestorben. Du leitest ja die Zeitschrift weiter und die Zeitschrift ist auch
eigentlich für Slowenen sehr wichtig. Es gab ein paar Themen, die mit Slowenien verbunden waren, Präsentationen von slowenischen Autoren und Autorinnen. Was machst du in dem Sinne, welche Projekte für Manuskripte interessant sind von der slowenischen Literatur und was kann man noch machen, sagen wir mal bis 2023, wo halt diese große Präsentation der slowenischen Literatur an der Frankfurter Buchmesse sein wird. Ja, das stimmt. Wir haben in den Manuskripten eine große Tradition mit slowenischer Literatur. Ich erinnere mich, dass ich dort Maruša Kresej kennengelernt habe, Uroš Zupan Gedichte gelesen habe und natürlich für Ale Steger waren die Manuskripte auch sehr wichtig. Der hatte da seine erste deutsche Veröffentlichung, die ihn, also seine Karriere im deutschsprachigen Raum gestartet hat, die, glaube ich, für ihn auch wichtig war. Jetzt, was wir begonnen haben, ist, also ich mache das seit 2020, die Manuskripte, und 2021, also eine meiner ersten Dinge, die ich gemacht habe, ist, dass wir eine Rubrik gestartet haben, dass wir in jeder Ausgabe, also 4-mal im Jahr, stellen wir eine slowenische Lyrikerin oder einen slowenischen Lyriker vor. Das ist das Projekt namens Mein Nachbar auf der Wolke, das von Matthias Göritz mir vorgeschlagen wurde und eine sehr schöne Kooperation ist mit ihm, der ja auch den Gastlandauftritt Sloweniens in Frankfurt kuratiert. Und das ist eine sehr schöne Kooperation. Wir hatten wir haben dadurch sehr schöne Gedichte bekommen, zum Beispiel von Anja Sack-Golob oder zuletzt von Anna Bebelnik, davor auch von Miljana Zunta. Übersetzt meistens von Matthias Göritz und Amalia Macek. Und ich bin sehr glücklich über die Resonanz, die diese Rubrik erfährt. Wir hatten zum Beispiel, also wir haben regelmäßig bei jeder Ausgabe besucht uns jetzt der Volksgruppen-ORF. Das ist quasi ich sage immer, der slowenische ORF. Ja. Da gibt es den Redakteur Simon Oschlag, der jedes Mal ein Interview mit mir führt und das dann im ORF auf Slowenisch veröffentlicht und auch Fernsehbeiträge oder Radiobeiträge dazu macht. Also das freut mich sehr, dass das klappt und wir werden diese Rubrik bis 2023 fortführen. Und im Rahmen dieser Rubrik gibt es auch Präsentationen und die erste hatten wir eben in Frankfurt dieses Jahr in einem wunderbaren kleinen Kulturkiosk namens Jok Jok. Und da haben Miljana Zunta und Anja Sack-Golob gelesen. Und das war wirklich eine schöne Veranstaltung. Also es waren auch Leute mit aus der Steiermark. Ich war da zu Gast gemeinsam mit einer Delegation des Landes Steiermark. Und die haben gesagt, das war das Schönste auf der ganzen Buchmesse, war diese Präsentation der slowenischen Literatur da in dem lieben kleinen Café. Ja. Also das war sehr schön, ja. Ja, einmal sind es natürlich Übersetzungen, die sehr wichtig sind für solche internationalen Präsentationen der nationalen Literaturen sozusagen. Aber auf der anderen Seite, was kann die Literaturkritik, was können die Rezensenten machen, wenn wir jetzt von den Literaturkritikern reden, von der Kritik für Feuilletons und so weiter. Ich denke, das ist nämlich auch ein Problem, mit dem slowenische und wahrscheinlich auch andere übersetzte Literatur zu kämpfen hat, dass es nicht so viele Rezensionen gibt. Auch wenn es gute Bücher sind, wenn es gute Autoren sind, auch wenn sich Autoren irgendwo vorstellen und eine gute Lesung haben, es wird darüber nicht so viel geschrieben, oder? Ja, richtig. Also ich denke, das ist ein allgemeines Problem. Es ergibt sich aus der Situation, dass sehr wenig Platz da ist für Kultur und Literaturkritik oder Kulturkritik im Allgemeinen in den Medien. Gleichzeitig wird sehr viel produziert. Es ist schon, was in Österreich passiert ist, sehr viel. Und wenn wir dann noch andere Länder dazu nehmen, also der deutschsprachige Raum ist schon groß, und dann noch andere Länderübersetzungen dazu. Das kann nicht alles
kann nicht alles da hineinpassen. Ja? Dass auch einfach kleine, interessante Publikationen kritisch besprochen werden würden. Aber es passiert leider nicht so oft. Was man machen kann, weiß nicht, also ich weiß, was die Literaturkritikerinnen und Kritiker machen können, die können es einfach kritisieren. Ja? Also die müssten es im Schreiben und den Zeitungen vorschlagen. Und es müssten eben auch also jetzt in Tageszeitungen, die Chefredakteure oder Herausgeber ein bisschen ihren Blick verändern. Also da geht es häufig darum, dass alle wollen die gleichen Bücher. Ja, das ist jetzt ein Buch, das ist ein Bestseller in New York und das muss ein Bestseller in Deutschland sein und der muss jetzt auch in der Regionalzeitung in Österreich besprochen werden. Ja? Weil es war da und da und da und da und da. Ja? Und das muss aber in Wirklichkeit nicht sein. Es muss nicht hier besprochen werden. Es würde reichen, wenn hier könnte man zum Beispiel ein interessantes slowenisches Buch besprechen, weil es ist ja viel naheliegend, also es ist näherliegend als jetzt das Buch aus New York oder ich weiß nicht woher. Ja. Also, Mhm. da müsste teilweise ein Umdenken vielleicht stattfinden, ob sich das bis 2023 ausgeht. Ich hoffe es, also zumindest im Kleinen. Ja. Zu wünschen wäre der slowenischen Literatur ein Glücksfall, ein Buch, das einfach Aufmerksamkeit erregt und ein bisschen breiter besprochen wird, wie zum Beispiel hier da von Drago Janša, Wenn die Liebe ruht. Das wurde ja also auch groß rezensiert, zu Recht. Das ist ein wunderbares Buch. Äh, müsste halt jede Saison jetzt bis 2023 so etwas stattfinden. Ja. Mhm. Welche Chancen haben eigentlich die Autoren, die bis jetzt noch keine Übersetzung haben in der deutschen Sprache? Weil du hast Janša zwar erwähnt, es gibt einige Autoren, auch Anja Golob als Lyrikerin und natürlich Alice Steger. Das sind alle Autoren, die schon Bücher haben. Und das ist natürlich sehr wichtig, sich überhaupt zu platzieren in dem deutschsprachigen Raum oder halt im internationalen Raum. Wie ist es mit Autoren, die vielleicht nach unserer Meinung auch, also nach der Meinung der slowenischen Literaturkritiker, sagen wir mal, sehr gut sind, die slowenische Preise bekommen für ihre Werke? Wie ist die Strategie? Was kann man eigentlich vielleicht auch zusammen machen mit den Literaturkritikern? Naja, sie müssten halt vermutlich versuchen, veröffentlicht zu werden, also übersetzt und dann veröffentlicht zu werden im deutschsprachigen Raum. Da sind natürlich Medien wie meine Manuskripte eine erste Anlaufstelle. Unser Plan ist ja, also der Plan A, die Theorie ist die, dass man bei uns zwei, drei Gedichte veröffentlicht in Übersetzung, ja, und die sind total interessant. Dann weiß man, dass eine Zeitschrift für die Manuskripte wird gelesen oder angeschaut, zumindest in Lektoraten, ja, in großen Verlagen. Die schauen, was gibt es dann, gibt es da etwas Neues, dann finden sie dieses Gedicht und sagen, das ist doch wunderbar, ich will mehr davon lesen. Und dann entsteht so ein Buch und dann wird es ein Weltbestseller. Also das ist das ist die Theorie. Es funktioniert nicht immer, aber hat eben manchmal funktioniert und soll öfter funktionieren. Also beim Ales Steger war es ein bisschen so, Peter Handke war so, ja, also das sind die Dinge, wo es funktioniert hat. Ja. Also ich glaube, dass da Literaturzeitschriften wie die Manuskripte oder auch andere oder die Online-Auftritte wie die Poesiegalerie in Österreich oder ähnliche Initiativen in Deutschland, dass die ein guter Start mal sind. Ja? Und dann kann es ja eigentlich erst zu einer Kritik kommen. Ja? Ähm, ansonsten, ich meine, da müssten wir definieren, was ein Literaturkritiker oder eine Literaturkritikerin macht, wenn sie es wäre natürlich spannend, schon ein Buch zu besprechen, das quasi auf Deutsch noch nicht da ist. Aber das ist dann fast schon sowas wie eine Literaturagententätigkeit. Aber warum nicht genreübergreifend denken? Ja? Also das
wenn eine Literaturkritikerin oder ein Kritiker etwas weiß und er lässt das zum Beispiel in eine andere Kritik einfließen und sagen, es gibt da in Slowenien gibt's eine Autorin oder einen Autor, der schreibt so ähnlich, aber das ist noch besser oder der macht das richtig, während es hier im Buch falsch ist, wäre das sicher hilfreich. Ja. Meinst du, dass die Literaturzeitschriften offener sind als Verlage, was die Auswahl der Autoren und Autorinnen betrifft? Ja. Ja, müssen wir. Also wir müssen es sein und das ist klar. Also wir haben auch nicht das Problem, dass wir das so verkaufen müssen. Ja? Also es ist ja ein Unterschied, wenn ich jetzt 5 Seiten jemanden widme in einem Medium von 150 Seiten und da kann man wirklich, also das versuchen wir bei den Manuskripten auch, unterschiedlichste gute Literatur zu zeigen. Ja? Und auch Dinge, die manchmal, wo wir gar nicht wissen, ist es wirklich gut, aber es ist auf jeden Fall interessant. Man sollte es mal zeigen. Ja? Für einen Verlag ist das viel schwieriger, weil der muss das Buch dann verkaufen. Und ich glaube, der wirtschaftliche Druck ist bei den meisten Verlagen so groß geworden, dass das kaum, also dass sehr wenig riskiert wird. Ja? Es wird eigentlich immer weniger riskiert. Alle suchen immer irgendwie die perfekte belletristische Erzählung, dass die Themen der Zeit verhandelt. Alle suchen immer das gleiche Buch, ja. Und man übersieht ein bisschen, dass es so viele unterschiedliche spannende Sachen gibt. Und natürlich fällt uns das bei einer Zeitschrift viel, viel leichter, da ein breiteres Spektrum zu präsentieren. Welche Erwartungen gibt es an Slowenen für 2023? Gibt es irgendwie bestimmte Themenpunkte, bestimmte Erwartungen an die slowenische Literatur? Was interessiert zum Beispiel österreichische Leser? Puh. Ich weiß nicht, was Sie interessiert. Also ich habe ein bisschen etwas mitbekommen von diesem slowenischen Gastlandauftritt. Ich freue mich sehr auf diese Anthologie, die bei Hansa erscheinen wird, mein Nachbar auf der Wolke. Ich denke, das wird ein sehr schönes Buch, weil die slowenische Lyrik hat ein sehr breites Spektrum, völlig unterschiedliche Schreibweisen und eigentlich alles sehr, sehr gut oder sehr sympathisch. Also ich denke mal, das wird ein sehr, sehr schönes Buch, auch gerade wenn es über die Zeitgenossen hinausgeht, auch in die Vergangenheit. Da glaube ich, dass das Buch schon einiges bewegen kann, zumal es auch beim Hansa Verlag erscheint. Da bekommt es auch die nötige Aufmerksamkeit. Ja, vielleicht sollte es sogar vorher erscheinen, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, schon ein halbes Jahr davor, aber ich glaube, dass es sehr viel Interesse wecken wird für slowenische Literatur. Was wir sonst, ich weiß nicht, was die österreichischen Leserinnen und Leser interessiert, die sind wahrscheinlich wie alle Leserinnen und Leser, die wollen immer gut unterhalten werden. Wie gesagt, ich denke mal, dass die slowenische Lyrik eine Entdeckung sein wird. Schön wäre es auch ein bisschen mehr noch von slowenischer Prosa kennenzulernen. Ansonsten, ich freue mich auch auf dieses Projekt von Matthias Göritz mit den slowenischen Poesieautomaten. Es steht ja schon einer in Graz, wo man sich mit 50 Cent ein Gedicht herausdrücken kann. Also das ist einfach ein Projekt von Matthias Göritz, das es eben auch mit slowenischen Dichterinnen und Dichtern geben soll. Und ich glaube dann in mehreren Städten und am Ende in Frankfurt mehrere von diesen Automaten. Ich glaube, das wird sehr schön, das erreicht 4 Leute. Vielen Dank, Andreas. Wir sind eigentlich am Ende unseres Gesprächs. Es war nicht sehr lang, aber sehr vertieft, ausführlich. Vielen Dank für deine Antworten und überhaupt, dass du dir Zeit genommen hast und hoffe, dass wir auch zusammenarbeiten mal, also durch die Literaturkritiker, durch die Übersetzer, wie auch immer, mit Manuskripte.
Und ja, auf jeden Fall alles Gute bei der Zeitschrift und allen anderen Projekten, die du machst, beim Schreiben, Poesie schreiben und Prosa schreiben. Und bis bald. Ja, vielen Dank für das Gespräch, liebe Tanja. Danke.